Und von der Samarias, ich glaube, ein paar der Größten haben wir reingedacht, wir haben ein bisschen rumgecheckt zu sein, wo der nächste Burg wir war, ans Janka Ever zu gehen. Dort als meisten da und alle Beker sind wertvoll und nötig, durch zu gehen. Und so, wir waren uns einig, wir wollen durch der Galater-Burg gehen. Auch ein Burg, was der Apostel Paulus geschrieben hat. So, und für mich, ich weiß nicht, was jeder der, aber für mich, wenn ich ein Buch anfange zu lesen oder studieren oder was immer, ich leicht das einmal ein bisschen zu weiten, was das Reich von Buch ist, wer das geschrieben hat, zu Wort von der Titel geschrieben ist und so wieder, oder Wort von den Menschen, dann halt mir einmal noch zu sein, was der Brief sein wird, zu Wort von den Menschen, oder zu Wort von der Titel geschrieben ist. So, wenn jeder das auch halten, der ich will von der Samarias, ich habe geplant, ein bisschen eine Anleitung zu merken von das Buch, und auch ein bisschen Überblick geben von was der Brief geschrieben hat. Das sind ein von den 27 Büchern, die wir im Neuen Testament haben. Paulus hat wenigstens 13 Bücher geschrieben, was er hat geschrieben, und das ist ein von den Büchern, was der Apostel Paul geschrieben hat. Und das Buch hat 6 Kapitel. So, es ist nicht ein sehr langes Buch, aber ich glaube, ein sehr wertvolles, reiches Buch, was das ist. Und einzig glauben, dass das ist vielleicht das zweite Buch, was Paulus geschrieben hat. Einmal denken wir vielleicht so, die Bücher, die sind jetzt einem Riem geschrieben worden, als die in der Bibel angelegt sind worden, aber das ist nicht, dass das dort sind geschrieben worden. So eins zu sagen, dass, als ich jetzt studiere, dass das wird vielleicht das zweite Buch, was Paulus geschrieben hat, das wird möglich vielleicht das sogar das erste Buch, was der Apostel Paul geschrieben hat. Und das wird ungefähr 48, zwischen 48 und 50 AD, wo das geschrieben ist worden. So, wir freuen wenn wir wollen sein, was das Buch was zu sein hat für uns. In der Apostel Paulus, wir wissen, dass er 3 verschiedene Missionsreisen, was er merken deit, als er anfangen zu dienen und Gott sein Wort zu verspreiten, so er lange Missionsreisen. Und 3 Stück, was er gemerkt hat. In all diese 3 Missionsreisen reiste er einmal durch Galatia. So da hat er einmal gelernt, Menschen mitzuteilen von Gott sein Wort. Und wir wissen, auf einer steht Schrift, dort einer liest nochmal eins Wort, bloß einzelne Versen, aber dann nicht mehr, zu welcher Titel geschrieben ist worden, oder woran und so wieder. Und das heißt, jetzt studieren, dann war ich an, dass ein von den Missionsreisen, was Paulus merken, das vielleicht die erste, da war er nur krank, als er in Galater nennt, manche Galater. So da war er nur krank, und dort je von gelernt hat, Gott sein Wort dort zu predigen. In Galater 4, Vers 13, eine von den Versen, was wir wollen, Lothar nach Meier von Evergrün, aber da sagt er, die weiten, dass ich durchwegen, das erste beginnt, das Evangelium predigt, weil es krank war. So, er wird hier ein bisschen sozusagen ein bisschen stecken geblieben, hier, weil es seine Krankheit, er muss durchbleiben. Und ich weiß nicht, was das für eine Krankheit ist, gewasst, das hier sich so, als vielleicht eine noch ernste Krankheit gewasst, weil es der nächste Vers existiert. Und ich habe dort nicht verdenken können, wann jünd für meine Krankheit geekelt hat. Aber die haben mich nicht scheif angecheckt oder rütgestellt, die nehmen mich ab als ein Engel von Gott, so als Christus Jesus selbst. So hier sich so, die Krankheit, die er gehabt hat, wenn er auch so krank wird, sie nehmen am Dwein an, sie dürfen am Dwein nicht rütsteiten sein, dass sie am nicht willkommen halten, weil sie krank wird oder so wieder. Sie nehmen am ab, das ist ein Engel von Gott. So, ich bin mir sicher, er wird sich gefreut haben, dass er hier die Gelegenheit kriegt, Gott sein Wort zu verspreiten, wenn er da vielleicht sozusagen will gesund werden mit der Zeit. So, das Brief hier, der ist ähnlich nicht bloß zu einer Kirche geschrieben, ein Teil von Paulus in der Brief, der lesen wir immer, das ist geschrieben zu einer gewissen Kirche, bloß zu einer einzelnen Kirche und so wieder. Aber das Brief ist geschrieben zu wenigstens 4 verschiedene Kirchen, wo das geschrieben ist. In Galatien, das wird ein großer Platz. So Paulus steht in der Süden von Galatien, dort hat er mir das Wort predigen. Und das wird eine römische Provinz. So da werden wenigstens 4 Kirchen, was er geplant hat. Und er sagt dort in Galater 1, Vers 2, da sagt er, dass er nicht bis zu einer Kirche geschrieben hat. Er sagt,
Galater 1, Vers 2, in alle Brüder, die hier bei mir sind, schrieben das nur die Gemeinden in Galatien. So, er sagt, dass die Schrift nur die Gemeinden, nicht bloß nur eine Kirche, nur eine Gemeinde, über eine verschiedene. So, lass uns sagen, dass wir wenigstens 4 Kirchen, was er geplant hat, entweder an Antioch, in Iconium, in Lystra, in Derby. Und als er die Kirche geplant hat, Gott sein Wort predigen hat, dat hij ook veel wunder, wat hij manche Menschen deed. Gott hat an bekraftigt, mit viel Wunder zu tun, zu heilen und so weiter. Besonders in Lystra, in Apostelgeschichte 14, Vers 8, da lesen wir, oder das 14. Kapitel, da lesen wir von einem kranken Mann, ein Mann, der da krank wird, der verkrepelt wird, der wird von der Geburtsstunde geboren, das wird auch ein ausgewachsener Mensch, und Apostel Paulus, der heilt diesen Mensch. So, das wird eine von den Dingen, was da passieren wird, in Paulus seine Lehre, in seiner Zeit, wo er die Menschen dort das Wort predigen hat. So, ich wollte nicht wieder hineingehen, da wollen wir Luther vielleicht noch mehr von hören. Und wir wollen über das gehen. In Mitten Paulus seine Kirchen da abstellen und das Wort predigen, kriegt er auch noch viel Gegenstand. Manche Menschen, das allgemein dann passieren das. Da sind Menschen, die gegen uns sind, die nicht horchen wollen. Und so hat Paulus auch hat Gegenstand. In Apostelgeschichte 14, Vers 19 sagt er, da werden einige Juden, die kommen und die wollen ihn nicht annehmen, die wollen ihn da los sein. Das sagt dann, kommen einige Juden von Antiochia in Ikonien, in Kriegen, dort falsch, ab er sieht, und steinigt den Paulus und schlapt den Arm verdaut aus der Stadt raus. So, da hat ihn hier gesteinigt und verdaut aus der Stadt rausgeschlagen. So hier wollen sie am los sein. Das ist hier in den Heiden am nicht sehr willkommen. Und das wären Juden, aber das wären nicht Christen, das wären nicht lebende Juden, was das deuten. Sie wollen sich Partner segnen, was mit an wollen taubstunden, wollen sie dessen Paulus hier los sein. Wenn wir trägen in der Apostelgeschichte Kapitel 14, nur der zweite Vers sagt das über die Juden, die nicht lebten. So, hier sagt das, dass die Juden, die wären nicht lebende Juden. Die nicht lebten, reden die Nicht-Juden ab, dass die sich gegen die Brüder drehen, also die was zum Glauben gekommen wären, dass sie sich gegen die drehen leiden. Und das gleich, was da passieren, dann kommt es, dass sie ein Steinchen leiden, oder am Steinchen leiden und dann rückschlagen, in der Stadt rückschlagen leiden. So sehr interessant, was er muss durchgehen mit Gott sein Wort verspreiten. Aber er geht nicht ab. Das sagt er, dass er stand ab und die Tränen starten an und fängt an zu predigen. Und Luther war noch mal von dort hier noch, so mir freut auch, was zu sein, was wir alles wollen hier durchlesen und lernen von das. Und wenn wir denken, dann wer das Galater wirklich wären, das wären hier bei dieser Gegend in Galatien, da wären ein Teil Juden, was hier wären, und da wären auch ein Teil Nicht-Juden, so die wären hier nur durcheinander. Und Paulus, der ging besonders zu den Nicht-Juden predigen. Er will das Evangelium bringen, das Wort bringen. Und sie wollen das auch annehmen, sie werden sehr scharf, das anzunehmen, aber sie haben Gegenstand von den Juden. Und diese Juden, die haben so zu holen, dass ich die hier in Kriegen, dass diese Nicht-Juden auch das Evangelium gepredigt wird, und besonders das Antwort gepredigt, dass sie können Jesus Christus annehmen als ihr persönlicher Heiland, und dass sie müssen viel Worten tun, viel Gesetze nachfolgen und so weiter, dass wir die Juden sehr am Stich. Weil sie haben so zu holen, sie haben gelehrt, die Gesetze holen, sich zu beschneiden und all so eine Sachen, verschiedene Gesetze, was sie sich vielleicht selbst noch sogar haben abgemerkt. Das ist, was sie gelehrt haben, und dass sie das nicht hören, dass das Apostel Paulus, der kam der predigen, dass sie können geraten werden, bloß durch den Glauben, durch die Gnade im Glauben an Jesus. Und diese jüdische Lehrer, das werden sogar, sie teilen sich jüdische Lehrer, die kommen, und die wollen das anders predigen, die wollen die andere Nachricht bringen, die wollen sagen, dass jemanden Moses seine Gesetze holen. Und wenn nicht, dann kann er nicht geraten werden. Und auch, dass sie mussten beschnitten sein. Das wären alle Dinge, Bedingungen, was sie sagen, was sie mussten haben, als sie können zum Glauben kommen. So, sie nehmen das nicht an, sie wollen nicht annehmen, dass sie können dort geraten werden. Und andere wird gesagt, dass sie mussten dafür schaffen. Die mussten schaffen, sich die Seligkeit verdienen. Das ist, was sie gesagt werden. Und Paulus lehrt aber ganz anders. Das ist Paulus auch, der Epheser auch sagen, in Epheser
Kapitel 2, da sagen wir, je sind durch Gott seine Gnade gerat, sagt Paulus hier zu Epheser. Und das kriegt dasselbe Lehre, was er hier lernt. Er sagt, je sind durch Gott seine Gnade gerat, willst je glauben, so dass die glauben. Das ist nicht durch ihre Worte, das ist ein Geschenk von Gott. So, das ist die Botschaft, das ist, was Paulus seine Lehre wir, und das, was wir hier meist Brief waren von hier, das ist durch die Gnade, das ist ein Gnadensbrief. Und wenn wir denken, dass Paulus ein Apostel wird, die werden sogar so sein, dass ich las auf einer Stelle, was zu sein, die werden das von der einzigen von den Juden, von der Lehrer, was sie Lehrer teilen, sie den Apostel Paulus nicht mal annehmen als ein Apostel. Sie sagen am gleich an als ein Apostel, bloß wenn es das nicht wird von von Menschen geschickt worden, dass er selbst gekommen leben sei und dass das wird predigen, so der Name am nicht mal an als ein Apostel. Und wenn wir denken, was ein Apostel ist so einer, der wird geschickt ist von Gott, die gute Nachricht wiederzubringen. Das ist, was ein Apostel ist. Und das ist, was Paulus wird. Er wird selbst von Jesus geschickt. Er wird nicht von Menschen geschickt, aber er wird selbst von Jesus geschickt. So er wisst, er wird ein Apostel. In der Apostelgeschichte, der 22. Kapitel, da lese ich es dort, Vers 21, der Herr sagt zu mir, go du, so hier habe ich hier einen Schack, go du, ich will die weit auf, nur den Nicht-Juden schauen. So das ist, was Jesus dem Plan wird für ihn. Er will nur den Nicht-Juden schauen, und da soll er gehen, das wird predigen. Nicht manche Juden, seine Arbeit wird Allah, manche Nicht-Juden. Und er sagt auch selbst, wenn wir lesen dann den Anfang von diesem Brief, was wir wollen hören, wer er ist und was seine Arbeit ist, er sagt in der ersten Vers, ich Paulus, ein Apostel, und dann sagt er, nicht von Menschen dort gewählt. Er wird nicht gewählt von Menschen, auch durch kein Mensch. Nicht von Mensch, auch durch kein Mensch, aber durch Jesus Christus, in Gott, den Vater, der Arm vom Tod abgeweicht hat. So, das ist, wer er sagt, wer er ist. Er wird nicht von Menschen geschickt, das wird so. Kannst du es glauben, dass er nicht einer wie was geschickt wird worden von der Lehrerschaft, vielleicht von Jerusalem oder so wieder, was sie allgemein von hier deuten. Und von dort sie auch allgemein deine Rückschicken von Jerusalem, da wurden die Aposteln, kämen der Tauben, denen sich Menschen wählen, wem sie Rückschicken deuten, haben das Wort predigen. Aber Paulus wie geschickt von Jesus. Und wils hij leren dat de niet-Juden kunnen ze dit geraad zijn, deswegen hat hij so viel Jähen stond. Dat zij kunnen, dat Jesus, met dat Paulus predigen, dat zij kunnen geraad zijn durch den Glauben. Durch die Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus. So, und nachher zu lernen, was die Juden so sehr stark und glauben, sie glauben, Jesus wird bloß für ihn gekommen. Er wird für die Juden gekommen, nicht für die Nicht-Juden. Für die hatten die Seeleben, die wir keine Gelegenheit für die. Jesus wird gekommen für ihn und für das kein. Und dort wir noch eine Ursache, wo dann der schwer annehmen können, dass diese Juden wollen das Evangelium kann annehmen, dass sie auch wollen kann, man geteilt in die Christen oder Gruppen angeteilt worden. Und das fallen mir gleich so aus dann mal die Geschichte, was wir lesen da in der Apostelgeschichte 10, Kapitel 10 und auch bis in Kapitel 11 von der Geschichte von Petrus und Cornelius. Cornelius wird auch ein Mann, der wird sehr gut angesehen und der angehend among die Menschen, die er wohnt, er wird ein guter Mann, er hat auch viel geben und er hat auch viel beten. So er wird ein guter Mann sozusagen, für Menschen zu sein und zu kicken, das würde ein gerechter Mensch sein, sondern aus das. Aber der wird nicht gerat. Er hat viel Worten und er hat beten und alles, aber gerat wird er nicht. Das mögt ihm nicht, dass er gerat wird für Gott. Gerat wird für Gott. Er muss auch gerat werden. Und so er hat eine Zeit, einmal hat er eine Vision von Gott, dass er soll Männer schicken nur Petrus. Und Petrus kommt sein, er soll ihm die Heilsbotschaft bringen. Dass er gerat werden und wo sie gerat werden. Und Petrus, da hat er gleich so, wie gelehrt, er kann nichts zu tun haben mit den Nichtjuden. So, hier hat er auch eine Vision, auch von Gott, dass er einmal brücken haben, den Heilsplan der Cornelius in sein Haus bringen. So, da keine Menschen, die werden geschickt von Cornelius, die sollen sich Petrus holen, er wird ankommen, dass er Botschaft bringen, was sie müssen tun, dass sie gerat werden. Und so, Petrus steht dort, er ging mit dieser Mann mit nach Cornelius in Haus, und da
wir in Teil, was sich top gekriegt hat, was sie sollen kommen horchen in dieser Andacht. So, da passiert ein großes Wunder. Leute aus der Lehrerschaft in Jerusalem, dass hier in den Worten passiert wird, dass Petrus wird, dass nicht Juden gegangen sind, er noch ausgegrenzt von der Lehrerschaft in Jerusalem. Und da vertelt Petrus ganz klar, was passiert wird, wo sich das Raum genommen hat, dass er da hingegangen und hat da das Wort gepredigt. Und was passiert wird, heißt in der Apostelgeschichte 11, Vers 15, und als ich anfange zu reden, so als er dann schließlich die Botschaft bringt, heißt als ich anfange zu reden, fällt der Heilige Geist ab an, so als der am Anfang ab uns fällt. So er vertelt er, kriegst das, was passiert mit Ernt. So als wir den Heiligen Geist kriegen, kriegst du das hier den Heiligen Geist kriegen. Das sage ich nicht mal, dass sie haben Brücklüren oder eins, was über diese Worte auch gelebt haben, und durch Fuß dort angenommen, was Petrus hier zu sagen hat. Weil es dann Fuß wie der Heilige Geist gekommen, wir haben Ernt abgefallen. Sehr großes Wunder, was da passiert wird. Und das ist, was Petrus zu der Lehrerschaft vertellen hat. Krieg in Details, was da passiert wird, weil es dort angenommen hat. Dann sagt er in Apostelgeschichte 11, Vers 18, als sie das hierden, also der Lehrerschaft, als sie das hierden, waren sie still und loben Gott und sehen. Dann hat Gott, der fällt ja auch den Heiligen, die Gelegenheit gegeben, sich von dem Herrn zu drehen, in das Leben zu finden. So hier, das wieder ab ihrem Abfallen zu sein, dann hat Jesus auch möglich gemerkt, dass sie auch geraten worden. Aber hier haben sie das gelebt, aber nun glauben sie darauf, was Petrus gesagt hat. Dort die haben auch den Heiligen Geist gekriegt, kriegst sie aus sei. So die wird wirklich auch verehrt, auch die Gelegenheit, dass sie geraten worden. In Römer 3, Vers 9, finde ich, fragt Paulus hier eine Frau, er sagt, oder es Gott bloß der Juden Gott. Es Gott bloß der Juden Gott. Es sei nicht auch der Völker Gott, also der Nicht-Juden? Jo, auch der Völker Gott. So er sagt, das ist nicht bloß der Juden Gott, das Gott ist auch der Völker. Für alle Menschen, es war für sie sehen geschickt, dass sie geraten werden. Und oftmals fühlen wir uns vielleicht auch so, wie leben der Seiligkeit wirklich, dass hier sich zu leicht, dass es dort können, dass sich bloß kann, in Jesus drehen und am Annehmen, in dem Glauben, wo wir geraten werden. Und nicht durch Worten, wir wollen dann vielleicht soll ich dort noch eins was tun. Vielleicht soll ich noch was Worten tun, damit ich angenommen werden von Gott. Aber das ist nicht, was das ist. Vers 9, Epheser 2, Vers 9 sagt, das ist nicht utwirken, sondern keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. Da würde vielleicht eine Gelegenheit sein, wenn wir dort können, dass wir uns dann selbst für ein Loben sein. Oh, ich habe das in die Hand getan, so ich dann Versicher angenommen bei Gott. Er sagt, no, das ist nicht ut unser Wirken. Dass keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. Dass wir Gott loben wollen. Jesus Christus wollen loben, für was er getan hat für uns. Er hat das getan und angehört alle ihr, es wird zu loben. Nicht wir selbst mit unseren Worten. So, die Hauptursache, das ganze Hauptursache von diesem Brief in der Galater ist von Paulus zu dieser Galater und zu warnen, dass sie sich nicht sollen nur in drei reden, nur das Gesetz holen, so dass die Juden wollen haben, dass sie sollen drei kommen und das Gesetz nur folgen. Und es steht, den Glauben annehmen. So, das ganze Brief hält meist ganz an, von wo sie geraten werden durch die Gnade und was sie sollen tun und so weiter. Und dass sie sich nicht wollen lassen von dieser Lehrer treten, nur das Gesetz holen. Und das ist gleich, was die Juden kommen und lehren zu tun. In der Apostelgeschichte 15 sagt er, dann kommen gewisse Männer von Judäa und lehren die Brüder, also die Worte aus dem Glauben gekommen werden. Die lehren die Brüder, wenn die Juden nicht nur Moses seine Ort beschneiden lassen, kann je nicht seilig werden. Das, was sie uns sagen, hey, das, was die angenommen haben, das ist Lehre, die wollen geraten werden. Das, was diese Juden können sein zu ernten. Und das wir nicht mal die lebende Juden, was das soll sein, deuten. Und Paulus sagt, wenn wir uns selbst raten, kriegst du, dass die Juden glauben, was sie sollen tun, dass sie sollen kommen, dass die Gesetz nur folgen, und Leuten beschneiden, in ihre Regelungen nur gehen und so weiter, dass sie da werden geraten werden. Paulus sagt, wenn das könnte passieren, dann wird Jesus gleich kommen.
dann hat euch bekommen gestorben für die Menschen. Das ist in Galater 2. Kapitel 21 sein, dass ich stelle Gott seine Gnade nicht zu sehen. Wenn wir durch das Gesetz können gerat werden, dann wird durch keine Ursache, dass Christus hat sterben muss. Sie dann wird alle vergeben sein, man wird das selbst können. Und das ist, was Paulus in Jesaja klar lernt, und er hat eine Warnung, dass er sich nicht sollen lassen, verdrehen lassen, dann gehen drei und proben, das Gesetz nur zu folgen. Er sagt in der 24. Vers hier in Apostelgeschichte 15, wir haben gehört von der Ansage, die wir nicht geschickt haben. Also diese Menschen, die wir nicht sagen, was wir geschickt haben. Er sagt, die wir nicht geschickt haben, angekommen sind und jünd verleiht haben. So hat sich so der Hand all könnt gewisse verleiden. Und haben jünd dort in jüne Säulen schwor gemerkt, will sie sagen, dass die jünd Matten beschneiden lassen in das Gesetz hauen. So das hat Paulus hier zu sagen, dass wir haben gehört, dass hier sind gewisse, die kommen jünd proben zu verdrehen. Und das gibt Paulus eine sehr schwere Zeit zu denken, und das ist, was wir in dem Glauben gekommen, dass er in dem Glauben gelehrt hat, dass er sich wir würden treten und verleiden lassen von diesen anderen Menschen. Und die mögen das sogar sich hören, dass wir ein Geschenk, aber er sagt hier, dass wir nicht so was geschenkt werden von Ernt. So nicht bloß proben sie zu sein, dass sie wie ein Geschenk, aber sie proben zu sein, dass sie sollen von ihr Glauben loslassen, von dem, was Paulus entgegeben hat, und dann trägen und den Glauben annehmen, was sie lernen werden, dass sie können bloß geraten werden, durch das Gesetz holen und nur folgen. Und du wirst nicht von so was her, was Paulus lernen wird von dort. Das soll sein, ich glaube, ein Mal legt, dass nur sein, uns auch, wie uns ist vielleicht in wessen Bereich gelehrt worden, dass wir das oder dort sollen so und so tun oder was immer, und wenn da auf einmal eins von anderen ist von uns, vielleicht erst die Übung aufgegangen, wir haben die Wahrheit zu sein gekriegt oder gehört, dann ist es einmal schwer, dort loszulassen von dort, was wir gelehrt haben, vielleicht von klein an oder so wieder. Das ist da vielleicht angewartet, und dann ist es schwer, davon loszulassen. Und so werden auch einzig von diesen Juden, das wären pharisäische Juden, was von den Pharisäern gelehrt werden, was das Leben, was das sehr schnell, das Gesetz proben, nur zu folgen und auch zu lernen. Und so von dort loszulassen, das ist einzig mal schwer, aber das ist möglich. Gott kann uns freisetzen von der Sklaverei, wo wir oftmals an ihr gebunden sind. So Paulus wird sehr bedeutet an diese Galater, dass sie würden sich auf einmal treten, war er treten, dort, wo diese Juden zu sein haben. Und Paulus sagt auch, dass diese Galater, die wären erstlich an Aufjatter versklavt gewesen. Er sagt in Galater 4, Vers 8, euer je Gott kennenlernen, wie je an Aufjatter versklavt, der in Wirklichkeit nicht Jatter wären. So sie leben, sie haben gewisse Jatter, was sie denen anbeten und was sie denen nur folgen, und dort wären für Paulus zu sein Aufjatter. Das wären nicht wirklich Jatter, was sie anbeten dürfen. Das wären bloß Aufjatter, wo die Schrift sagt, von jenen lehren, was Paulus auch sagt, jenen lehren, dass nicht andere Jatter anbeten aus dem wahrhaftigen Gott. Er sagt in Vers 9, nur aber, dass die Gott haben kennengelernt, oder besser gesagt, dass er Jünd gefangen hat, wo dann welche nur trägen und Jünd an dort versklaven lassen, wovon Jesus Christus Jünd freigemerkt hat. Wo je freigemerkt sind worden. Woran wollt ihr dort wählen? Das wird eine gute Frau sein, nicht? Wenn wir wissen, dass Menschen sind eins gebunden und versklavt und Gesetzen nur folgen und wissen, sie können das keinmal nicht so vollbringen und ganz nur folgen, einmal fallen sie kalt und dann fallen die Menschen sich gebunden und fasten und ja. Und dann kriegst du wieder hier und Paulus sagt, woran wollt ihr wählen trägen und versklaven zu das? Und Christus Jünd hat den Weg gegeben, wo ich kann frei werden von das, dass ich kann freigesagt werden. Wenn ich kann in Frieden leben, weiten, dass ich sind freigesagt und dass ich das alles die Gesetzen brauchen nur folgen. Römer 4, Vers 1 sagt, doch, weil wir durch den Glauben gerat geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So das ist, was der Frieden geben wird.
wenn ein Mensch das weiten dat er es angenommen und dass er musste verschaffen, dass er bloß im Glauben gereich geworden ist. Das ist, was der Fried bringt, und das, was Paulus auch sagen wird. Und so eine Menschen, die sich proben, Tritt zu tragen von dort, was sie erst angenommen haben, hat Gott kein Gefallen an. Nur Hebräer 10, Vers 38 sagt, dass mein Gerechter, also der wird gerecht vor dich erst worden, über Wort leben, der wird auch Leben haben, wils er gelebt. Dann sagt er, wenn er sich über Tritt tragt, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. So das wird Gott sein Verlangen auch erst, dass wir sollen annehmen und das Geleben bloß, was er getan hat, dass er sein Segen geschenkt für uns. Und das wird das ganze Brief viel von lehren wird. Und wir freuen all, das ist sein, und wir freuen all zu sein, was wir hier wollen lehren aus diesem Brief. Ich weiß, wir wollen hier viel gute Dinge lehren, was wir uns auch annehmen können von der und nach, wie uns Kirche, was er uns gleich so klar von reden wird. Und dann wird noch ein bisschen, das sind ein paar Dinge von dem, was von beschrieben wird. Und dann wird noch ein bisschen eine Übersicht geben von diesem Brief, von was die verschiedenen Kapitel von reden tun, ganz kurz. Das soll sein, denn der meiste ganze Galaterbrief hält an von Gnade, von Leben und Gnade im Glauben. Was der Gott nur recht ist, und das ist das Evangelium. In der ersten Kapitel das fängt an von dass in der Wirklichkeit kein anderes Evangelium ist. Das ist das wahre Evangelium. Und so fängt er an, dort zu lehren. Vers 7 in Galater 1. Und dann wieder den angehenden Vers 11, da sagt er, dass das Evangelium, das ich Ihnen predige, nicht von Menschen kommt. Da wird er klar lehren sein, dass das Evangelium, was er predigen wird, das ist nicht eins Wort, was die Menschen abgestellt haben, und dass die dort proben zu lehren, will es dort sein. Er sagt, no, das ist ein Evangelium, was direkt von Gott kommt. Es kommt nicht von Menschen. Und dann in der zweiten Kapitel fängt an mit, von wo er ein Verlangen hat, oder Gott hat ihm den Verlangen gegeben, dass er soll nach Jerusalem gehen, in der Lehrerschaft in Jerusalem vertalen, was er hier in Galatia verarbeitet hat. Das soll sein, denn Jesus hat ihm die Hand geschickt, dass wir nicht, dass er geschickt wird von der Lehrer in Jerusalem, aber er sagt, Gott gibt ihm das an, dass er soll trägen nach Jerusalem in diese Lehrerschaft zu vertalen, was er hier für eine Arbeit hat. Mir hilft das Jesus von vielleicht bloß weil in der Einigkeit mit ihren Tag schaffen, dass die sollen hören, was die Arbeit ist, was er hier hat, macht das sind nicht Juden, dass sie auch können beistehen mit dieser Arbeit. Er sagt, dass sie verstehen können, was ich hier predigen soll. Dass sie mit mir stimmen können, dass ich nicht vergebens unter die Arbeit hat oder arbeiten darf. So, er will haben, das soll nicht vergebens sein, diese Arbeit, was er tut. Er will Unterstützung haben von der Lehrerschaft in Jerusalem, also der anderen Aposteln. Und dann Luther in der zweiten Kapitel, Vers 17 wieder, da redet von der Unterschied zwischen Gesetz und der Gnade. Und so wieder auch wieder von der Gnade und dem Gesetz. Und hier in das Part, was er von schrieben, von man wie können durch Gesetzen holen, wo ich geraten worden, dann hat Jesus nicht bekommen und sterben für uns. Und dann das dritte Kapitel, da fängt er an, wo er reden wird, von wo er das nicht begreifen kann. Er sagt, er kann es nicht begreifen, dass sie war würden treffvoll nur das Gesetz nur folgen. Er fängt in der ersten Vers an und sagt, dass Jesus Christus vergemult worden, dass die am Schier um Kreuz sein können. Mir hilft dass er hier hat, das so klar deutlich gemerkt, dass kein Zweifel soll sein in was da passieren sollte. Sie haben das all gesehen, dass Jesus Christus am Kreuz wie angenähert worden. Das hat sie ganz klar. Er hat uns so deutlich gemerkt, deswegen kann er das nicht leben, dass sie würden losfallen von dort und treffallen. Und er sagte wieder, in den Vers 10 wieder, er redet davon, dass das Gesetz nicht kann Leben bringen, das Gesetz nur folgen. Er sagt, wer sich abwirken in den Gesetz verlässt, ist ohne ein Fluch. Das ist mir immer wichtig, wo das hiervon reden, wo Paulus sagt, wer will geraten worden durch das Gesetz nur folgen, der ist ohne ein Fluch. He is under a curse.
Das wird er sagen, das hier zu der Galater. Und dann Vers 9 wieder, du das mit erklären, von was das Gesetz dann ist. Worum ist das Gesetz dann gegeben worden? Und das sagt nicht zu weiten. Worum ist das Gesetz gegeben worden? Das heißt, das Gesetz wir da uns zu belehren, mit Christus kam. Mit Christus kam, dort wir durch den Glauben können gerechtfertigt werden. Das Gesetz, wenn wir das Gesetz checken, dann wird das sein, was wir sollen tun, um gerecht zu werden. Dort wisst uns gleich, wo wir sind kalt gefallen. Wo wir gesündigt haben, wo wir nicht haben, können das nur folgen, was das Gesetz lüden wird. Und dort gleich, was das Gesetz wird, dass wir können sein, ich bin kalt gefallen, ich kann das nicht. Deswegen wird Jesus gekommen, hat das auf sich genommen. Dort wird wir nicht können nur folgen. So, das wird er hier lernen. Und dann das 4. Kapitel, da redet er von das aufgehört, wo wir oben sind, mit allem, was das ist, so reich. Und auch Vers 8 wieder redet Paulus von, wo er sorgen wird für die Gemeinde. Er ist schwor ohne Arbeit für die Gemeinde. Er sorgt für dich. Alles, was er tut, das er für die Gemeinde. Und so wieder, da wollen wir davon lernen. Und dann in Vers 11, in das Kapitel, da fängt er an zu reden von, wo bedeutet er ist. Und die Arbeit, was er hier getan hat. Er lebt, dass er vielleicht diese Arbeit, er hat Angst, dass er diese Arbeit vielleicht auf einmal alle was vergebens getan hat. Dass er diese Arbeit, was er getan hat, dass er nicht vergebens sein. Du hast er bedeutet am. Er sagt, ich fürchte mich, auf all meine Mühe in Arbeit beginnt nicht erst vergebens gewesen. So, das hat er Angst vor. Er will nicht haben, dass die Arbeit, was er getan hat, alles, was er gepredigt hat, was er gebracht hat, dass das nicht auf einmal wollen, alle zu Sieg schreiben und oder was zu nichts gehen. Da ist er wirklich bedeutet an. In dann Kapitel 5, da redet er von, laut keinem die Freiheit nehmen. Also, das wird die Freiheit, was sie haben. Und wir dort gepredigt worden, dass sie die Freiheit haben, dass sie können loskommen von das Gesetz. In das Kapitel, da redet von dort. Laut keinem die Freiheit nehmen. Da sind immer Menschen, die kommen ran und die probieren Menschen zu belehren oder zu sagen, dass dort, was du da ist, dort ist nicht reich, dort ist abrechtig. Und so vor wie von der und da hoch. Und der Chef sagt euch, dass dort was passieren. Da wollen falsche Lehrer rangehen, da wollen sagen, das oder dort ist reich. Und das, was du hast, dort ist auch reich. Und so habe ich hier auch Angst vor das, und dass die Warnung sagt, lass keinem eine Freiheit nehmen. Er sagt, dann blieb nu in der Freiheit, wo der Christus uns verholfen hat. Und lass ihn nicht weiter in das Sklavenjoch ableihen. So heißt es hier, das ist ein Sklavensjoch, wo sie erst dann gewas führen, wo die Juden wollen, in Provenante schlagen. Er sagt, lass das nicht. Lass ihn nicht weiter durch schlagen. So hieß es hier, sie haben die Macht, dass sie jeden stehen, dass weiter stehen, dass sie das nicht wollen brücken tun. Das wird Paulus endlich lernen. Und auch Vers 6 und wieder, da redet er von der Beschneidung, was der Inhalt ist von dort. Wenn sie sich beschneiden lassen. Sagt, wie Christus Jesus stellt dort nicht. Wie Christus Jesus teilt dort nicht in Bett, ob wir beschnitten sind oder nicht. Er verlangt Glauben. Er sagt, Jesus verlangt Glauben. Nicht alle Worte gehen beschneiden lassen, in Gesetzen nur folgen, in all so eine Dinge, was immer danach dabei ist. So er sagt, bei Jesus teilt das euch, ob sie sind oder nicht sind beschnitten worden. Er verlangt was Glauben. So das geht zu weiten, einzig und sich selbst fragen, wo steht das mit uns? Stehen wir im Glauben? Leben wir im Glauben? Oder da wird noch einmal leben, wie man gewisse Gesetze nur folgen? So das ist eine Frage, was wir uns als Frauen kennen. Ich glaube, da wollen wir viel von lernen. In dann das erste Kapitel, von was beschrieben wird, sagt das, wo wir sollen umgehen mit so einer, was bei einem Sinn getroffen sind. So einer, was getroffen sind im Sinnenleben, wenn wir eins zu wem bejehen haben, oder bejehen tun, was im Sinnenleben, wo mit so einer Stadt umzugehen. Und wer soll mit so einer Stadt umgehen und mit verhandeln. So, das ist auch eine wertvolle Lehre, was wir da von lernen. Und auch, wo wir sollen einer den anderen helfen. Das Kapitel geht auch von, wo wir sollen einer den anderen helfen, den anderen helfen, der losdrehen. Wenn ein Mensch unter los ist, wie kann der Nächsten helfen, der losdrehen.
Und an dem Schluss redet er von nicht meid und mutlos worden, Gott zu tun. Oftmals, das wird einer vielleicht meid in unserer Arbeit für den Herrn, was wir tun, wird er mutlos oder meid. Und heute hat er hier Mut zu sprechen, nicht meid zu werden, nicht mutlos zu werden an ihrer Arbeit. So, das ist kurz ein bisschen eine Anleitung in den Überblick von was wir zu kommen haben. Ich weiß nicht, wo jeden Fall tun, aber ich freue mich all, zu diesem Brief hier durchgehen. Jetzt dann wollen wir an, wenn wir hier durchgehen, dann wir jede Farge, wir keine Farge ut, dann wir das alle durchgehen und sein Worte zu uns zu sein haben. Dann haben wir uns nicht wählen, dass ich will bloß diese oder jene Farge nehmen und Gebrot nehmen und dann dürfen predigen. Dann haben wir das ganze Buch durchgehen, Farge für Farge. So, mir freut das all, dass wir diese Gelegenheit wollen, haben, hier durchzugehen. Und ich würde auch, was ich immer mal gesagt habe, bet für uns für Weisheit, dass wir das wollen reich verstehen und auch reich ausleihen, so ist der Brief sein, der zu uns, so ist Jesus das gemeint hat. So werden wir noch zum Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für den Buch, für die ganze Bibel, für jede einzelne Brief, was du geschrieben hast, nur verschiedene Kirchen, verschiedene Menschen und so weiter. Und besonders das Brief, was wir geplant haben, was wir gedacht haben, durchzugehen, das Brief, nur das Kirchen in Galatia. Ich danke dir für diesen Brief, für was du hier alles wirst uns sagen. Ich bete, dass du uns wirst die Ohren aufmerken und uns Verständnis geben und uns Verständnis aufmerken, dass wir wollen klar verstehen und begreifen können und dass wir das auch wollen den Weg können verbringen, dass andere all die, was tauhorchen, dass die wollen Mut finden daaruit, en kracht vinden en ook gezegend zijn daaruit. En dat we alle wollen een grote zegen daaruit krijgen. En ik dank je God dat u het zo klaar allebei beschreven hast, wo wir te leven gaan. En we weten dat ook nur die woord, nur zijn we alle kort gefallen, wie nur dat Gesetz, nur zijn we kort gefallen, wir können das nicht holen. Aber ich danke dir, dass du hast Jesus Christus geschickt, dass er auf die Schuld auf sich genommen, dass wir das nicht blocken betonen, dass wir nur bloß können das annehmen, was er getan hat. Dat werk wat hij had, als hij am Kreuz hing, dass hij alles gedaan had, wat hij had soll doen, dat hij dan zei, dat is fertig, dat is volbracht, dat we dat al niks broken te doen. Alles wat ihn verlangen is, dat we dat geloven doen en dat we dat aannemen doen. Dankzij Herr, dat u dat möglich gemaakt hast voor ons. En ik bid Herr, dat de zonne, want de zonne worden zijn wat nog niet den geloven haben, dat die ook geloven, dat zij moeten durch verschiedene Worte oder Gesetzen nur folgen oder menschliche Regelungen oder was immer das mag sein, dass sie auch möchten zu der Ansicht kommen und checken, dass sie können gerat werden, ohne dass die Gesetze nur folgen. Wirst du uns leiten und führen dort auch. Ich danke dir Gott für was du uns hier durch diesen Buch uns lehren. In dem Namen wir mit Danksagung. Amen.